Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fährtalk, den Gesprächen auf der Weserfähre. Und wer in der letzten Woche zugehört hat, der weiß natürlich, dass das hier heute eine ganz besondere Ausgabe vom Fährtalk ist. Es gibt nämlich den ersten Fährtalk auf Platt. Nun möchte ich aber nicht, dass Sie Angst bekommen, dass ich jetzt gleich auf Plattdeutsch moderiere. Nein, das überlasse ich jemandem, der diese Sprache mit der Muttermilch aufgesogen hat und der als Plattdeutschbeauftragter für die Wesermarsch aktiv ist. Hans Meinen, du bist letzte Woche auch ja auf unserer Fährfahrt mit dabei gewesen und hast ein bisschen die Werbetrommel gerührt für die Plattdeutsche Woche, und da haben wir schon darauf hingewiesen, heute gibt es einen Talk auf Platt. Bist du denn heute jedenfalls ein bisschen nervös vor deinem ersten Talk? Ja, auf jeden Fall. Ich mag das in der Föt, also das kribbelt so ein bisschen was, aber ich denke, wie krieg ich das hin? Und ab und zu kannst du mir dann, auch wenn die Kamera das dann nicht so, mir so ein bisschen in die Hand holen und dann krieg ich das gemeinsam hin. Ja. Anni Heger ist an Bord, und Anni Heger kommt aus Oldenburg, eine wunderbare Künstlerin, die auch Plattdeutsch wird mag, und mit der will ich mich jetzt plattische Musik über die Sprache und was man sonst noch so miteinander zu schnacken hat und erholen. Da bin ich sehr gespannt, und wir können jetzt schon sagen, dass du mit zumindest noch einen weiteren Talk ob Platt hier auf der Weserfähre, einen Fährtalk ob Platt, organisieren wirst. Auch da hast du schon Gäste organisiert. Ja, ich habe mir 2 Lü von der Seefelder Mühl inladen. In der Seefelder Mühl mag sie ja was Besonderes. Das ist die historische Mühlenführung, und da sind 2 von denen, die da mitmachen dort, die das auch in den Mühlen auf Platt mag. Die sind dann auch noch meine Gäste, und mit denen will ich mir über das, was sie da mag in den Mühlen, im auch erholen. Wir sind sehr gespannt, Sie sind hoffentlich auch gespannt. Ich übergebe jetzt den Staffelstab, nämlich dieses Mikrofon, an den Hans, und toi toi toi. Ja, schönen Dank, kann ich proben. Anni Heger. Gut, moin. Schön, dass du da bist. Ja, ich habe gelesen, du bist in Spezerfehn, die Auerk in Ostfriesland, geboren. Du bist also eine richtige ostfriesische Deren, oder? Ja, ich bin ins Kreiskrankenhaus in Auerk zur Welt gekommen und bin dann in Spezerfehn, kann man so sagen, sozialisiert worden. Ne? Ja, ein Ostfries Wicht, als wir sagen. Du bist also Native Speaker, was Platt angeht. Ja, da kann man so sagen. Wir proten, wir schnacken nicht, wir proten, und wir proten zu Hus auch Plattdeutsch. Ich hab das so ein bisschen infordern musst, so, ne, weil mein Großollen nur auch nicht so selbstverständlich mit das Platt Brot haben und mein Ollen gar nicht. Und dann haben wir Kinder so die Idee, aber das ist ja us Sprach, die das Heimatgefühl in uns so gut löst, und wir wollen die Sprache auch wirklich kennen und broten und füllen, und dann haben wir das infordert. Ich habe gelesen, dass du Probleme hast mit den Haarfarben in Ostfriesland. Was ist so an? Ja, das ist so ein bisschen Sturwest, ne? In Ostfriesland ist man ja eigentlich blond. Und mein Maude ist blond, und mein Tante ist blond, und mein Oma und mein Süster, und die sind all blond, und ich war so ein Schwartbunten unter den Blonden, ne? So. Und wo hätte das Probleme gemacht? Naja, also ich sage auch immer auf der Bühne in meinem Kabarettprogramm, ja, man kriegt wenige Bonschen, ne? So, man ist nicht so ein von den anderen Kinder, und man wird auch kein Blütenkönigin in Wiesmoor. Ah, wunderschön. Also hast du diese große Ehre, ist die nicht zuteil worden, so wie man auf Hochdeutsch sagt? Nee, und nur ist das auch allzu laut. Ich bin tau alt. Tatsächlich.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, dass du zu alt bist für eine Blütenkönigin. Also, ich kann mir das wunderschön vorstellen. Eine dunkelhorrige Blütenkönigin. Ja. Soll ich ein gutes Wort für die inlegen, wie das nächste Mal? Wann ist das nächste Mal? 2016? Ja, ich glaube September 2016. Dieses Jahr ist auch wieder ein Blondenwicht Blütenkönigin geworden. Aber ich will ja immer einmal diesen Fallschirmsprung machen. Die Blütenkönigin muss dann ja immer nächstes Jahr diesen Fallschirmsprung machen. Und naja, vielleicht nächstes Jahr, das wäre gaut, anders bin ich wirklich tau alt für so einen Fallschirmsprung. Ja gut, ich will mal sehen, dass ich ein gutes Wort für die inlegen kann. Die Vater schall mal gesagt haben, meine deren schallen anständigen Beruf lehren. Dann wäre ich so, ob Bankkauffrau oder Lehrerin kommen, aber dass du nun Sängerin und Schauspielerin worden bist und Moderatorin, wäre ich nicht obkommen. Wie ist das zu erklären? Wie ist das zu verkloren? Ja, mein Vater hat immer gesagt, Kind, mach was Vernünftiges, studiere Musik. So, anders wurdest du nicht blied, nicht glücklich. Also, wie sagen in Ostfriesland blied, ja, sagen die das auch? Ja, ich kenne das wohl, ja. Und das liegt vielleicht daran, dass mein Vater auch Musiker ist. Er ist Berufsmusiker und hat immer Musik mockt und er kann sich nichts anderes vorstellen für sein Wicht, dass er Musik mocken deit und damit glücklich wird. Und ja, ich habe das auch angefangen zu studieren und bin dann aber froh satt west von studieren und bin dann gleich in Beruf gegangen und habe dann tanzt und gesungen und moderiert und ja. Ja, wenn du sagst von dir, du schaffst ein Bühnentausendsasser wählen, kannst du das verkloren, was das bedeutet? Das bedeutet, dass ich mich nie nicht entscheiden kann, was ich eigentlich mocken will. Ob das nun Tanzen oder Singen oder Comedy ist oder so. Ich habe so viel Spaß an all den Dingen gehabt, dass ich irgendwann gesagt habe, so, ich mache mich nicht auf eine Sorge beschränken. Ich will das alles machen und dann müssen die Lüge damit klar kommen, dass sie mich überall auf die Theater in der Welt sehen. So ist das wohl. Und jetzt gibt es einige Zeit auch eine plattische CD mit Lederoplatt. Was ein Skandal. Kannst du zu den Titel und zu den Musikenwelten was vertellen? Ja, erst habe ich das Musikkabarettprogramm, was ich so überall hier in Ostfriesland und Schleswig-Holstein und Hamburg und so spiele. Und das heißt was ein Skandal, ne? Als wie so auf Platz sagen, was ein Skandal, wenn da irgendwann lahm ist, wenn das laut ist und so, oder wenn was passieren deit, oder eben auch einfach ein Skandal. Und so als ein Schwartbunden in Ostfriesland, ob da wasen oder ob da Wursen, ist ein Skandal West. So, und daher, ja, der Titel kommt von da und dann habe ich die CD auch so nehmt und der ist auch so ein bisschen lute, bisschen fosse und frech und nicht so das, was man so verwacht von Plattdütsch Musik. Das ist nicht nur Dreivierteltakt und Shanty und Seemannsgarn und so, das ist so Motion Krams, so Popmusik, Rockmusik, Blues und so. Ja, du sagst das auch irgendwo, dass diese Platte und die plattische Sprach so ein bisschen anders daherkommt, als man das von plattische erwarten deit, ne? Sagt die Hochtischen, als man da töft man, ob das da was Bestimmtes kommt, die kommt das ganz anders. Warum magst du das? Ja, diese Sprach muss an Leben bleiben und die kann bloß an Leben bleiben, wenn wir die Sprach in die Welt holen, in der wir nicht gerade leben. Und diese Welt ist weit entfernt von Shanty-Chöre und ich hab der Jungs Leif, das muss ich sagen, ja, und ich hab da auch einen großen Heimatgefühl, wenn ich Shanty-Chöre tauluste. Aber man kann die jungen Lü und um die geitert ja, kann man bloß für die Sprache gewinnen, wenn man Musik von dort singt, wenn das irgendwie die Lü packt, ja. Ja gut, also kommt für mich dann aber auch die Frau spielt plattisch für die in Alldach noch eine Rolle oder ist das bloß die Sprache, die du auf der Bühne schnacken da ist? Nee, mit meiner Oma prodig platt und mit meinen Cousinen und so, mit meinen Geschwistern nicht so und manchmal auch mit meinen Ollen nu, mit meinen Maude, da müssen wir uns darauf konzentrieren, so, ne? Dann kann ich nicht so einfach so flink von Turm weg. Aber nee, ich denke manchmal auf Plattdeutsch und ich fluche auf Plattdeutsch und ja, der hat Platz in meinem Alltag, aber
auch viel in meinem Berufsleben, na klar. Ja. Also du bist ja jetzt in Oldenburg-Land, wohnst in Oldenburg? Nicht mehr. Nicht mehr. Ich wohne nur in der Hauptstadt in Berlin. Ja, seit 2 Jahren. Du bist also extra aus die Hauptstadt, aus Berlin, hier nach Nordenham gekommen, um das Interview mit uns zu morgen. Ja, dann nochmal ganz besonderen Dank. Gut, ich wollte noch mal ob die Musik zu schnacken kommen. Da ist so ein Titel, ob die hätte irgendwas was mit die eine Geschichte zu tun. Da ist ob die Platte, die du magst, Liza Minnelli. Kannst du da was zu erzählen? Ja, ich vertel auch 2, 3 Geschichten auf min Platte. Und da ist eben eine Geschichte, dass ich so gern einen popkulturellen Medienikon wäre, als Liza Minnelli damals. Und der hat ja auch schwarz Haar und der ist ein Starwest auf Broadway und so. Und das war lebt stur, so an Knoll in Spetzerfein, sich da als so einen bunten Paradiesvögel dort zu setzen. Ja, und da schnack ich viel von auf der CD. Und an Ende singe ich auch ein Lied, das heißt Klunkers. Und Klunkers ist der plattdeutsche Übertragen, kann man so sagen, von Diamonds Are a Girl's Best Friend. Klunkers sind doch das, was blifft. Das ist aber gar nicht von Liza Minnelli West, das ist von Marilyn Monroe West und Dave was blond. Ja, gut. Gut, zum Schluss vielleicht noch mal was zur Plattart. Du bist, sieht ähnliche Titel, künstlerische Leiterin, ja, das richtige plattische Wort von Plattart. Vertell use Lü, die us to kickt, noch beten was über Plattart und wann gibt das nächste Mal Plattart? Ja, Plattart, das ist das Festival für neue Niederdeutsche Kultur, kann man so sagen, Plattdeutsche Kultur. Da geht das 10 Tagen bloß um die Plattdeutsche Sprache, um neue Kulturformen, als Poetry Slam oder Impro-Theater, also ein Krams. Und das gibt das nächste Mal in Märzmond 2017. Ja. Und hier sind tüchtig dabei, das vorzubereiten. Ja, wir haben extra min Dramatuschke, Gesche Gleusch, an haben wir auf große Weltreise schickt. Der ist nur in Asien und wir haben keinen Kosten und Mühen scheut, dass sie die neuen Kulturformen auf Welt für uns Festival findet. Ja, wunderschön. Und der kommt dann rechtzeitig zurück, der Gesche Gloss dann? Ja. Kommt. Das mag sie und wenn sie weg ist, habe ich ein Ersatz, kann man sagen. Meine Cousine in Sina Lüschen, die das gleiche Plattbrot als ich, die kommt auch von Feindor. Ja, und die ist mit all her Inspiration nur mit ins Kompetenzteam. Ja, wunderschön. Ja, liebe Lü, das ist das Ende von meinem ersten Fair-Talk. Anni, einen ganz schönen Dank, hätte mir viel Spaß gemacht mit dir. Ich bin zu Wort gekommen, das gibt ja so einen Schnack, sie ist all Forken ins Druckeln gekommen, ob ihre High Heels, aber noch nie um den Mund fallen. Und die Lü muss immer aufpassen, dass sie zu Wort kommt. Ich bin all meinen Fragen losgeworden. Schönen Dank, dass du da wirst. Ich rede von Hahn. Ja, danke schön. Ich freue mich darauf, die Wetter zu sehen, wenn Plattart 2017 ist. Und ja, wunderschön. Ja, dann bis zum nächsten Mal Plattart ob Platt. Wir wissen noch nicht genau, was wie morgt und wann wir das morgt, aber da kriege ich dann rechtzeitig über Bescheid.